Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so an so einen Brunnenkarren. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Zehn ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, von wo kommen meine Seelenverwandte? Kurdistan? Du und die scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig Mark. Welcome, liebe Leute. Das ist die 62. Folge Atmischige Kurdi, du weißt Bescheid. Wir sind damit Atschm... Nein, nicht Deutsch, Mann. Beim Intro hat sich gelobt. Was will ich sagen? Hey, nicht, Bro. Schön sind wir da. Seit der Pause sind wir Banger über Banger am liefern. Zwei eigentlich. Jetzt zwei kommt, ja, Folgen. jetzt kommt der dritte, Bro. Inshallah. Wir haben eine Folge mit dem Janne gemacht, wir haben eine Folge mit Publikumsfaves Janne und Schidra gemacht, sind sehr gut angekommen. Und in so eigentlich wie es der John Kennedy macht. Erst haben wir über Sex geredet und jetzt beichten wir drüber. Mit der dritten Folge von Fan-Favorite-Format. Der Rommelwirbel Seros Beichtstuhl. Ja, Mann, ihr liebt es, uns Sachen beichten. Und wir gehen Vater gerade rein, der Servo ist auch schon ready, ich tue jetzt nicht die Zeit schinden. Ja. So, als Info, wie immer, wir machen die nicht auf, dass wir da alles, wie sagen wir denn? YouTuber würde sagen Blind Reaction. Genau, Blind Reaction, oder dass man wirklich so direkt, nichts ist gelogen da, ihr seht, Genau. alles ist ungeöffnet. Also So. du machst die erste Beichte auf, Pro, wähle eine aus. Let's go, ich wähle irgendeinen aus. Boom. Das ist vom Bot, sorry. Der Hure. Was hat der Bot Ich geschrieben? habe Covid, irgendwelche Serienempfehlungen. Oh mein Gott. Verreckert. Okay, das ist mal Oh. so. Beichte Nummer 1. Habe von Fake-Account meinem Ex meine Story geschickt. Er hat gedacht, ich wär's. Sind raus zum Reden und gleichzeitig hat die Kollegin noch mal Story geschickt. Habe ihm dann einen Trick gezeigt, mit PW vergessen. Dann sehe ich einen Teil von Mail. Mail hat zu der von seinem Bro passt. Datet jetzt wieder. Ich bin ein bisschen verwirrt, du auch. Ich check's überhaupt Okay, danke. nicht. Danke. Ich bin Oh mein Gott. Zeig mal es ist schnell. zu viel, es ist zu viel. Oh nein. Es ist, nein, ja genau. Habe von Fake-Account meinem Ex meine Story geschickt. Also Also sie hat einen Fake-Account gemacht, Ja. von ihrem originalen Profil ja, die Story an ihrem Ex schicken. okay. Er hat gedacht, ich wär's. Okay, sind raus zum Reden und gleichzeitig hat die Kollegin nochmal Story geschickt. Von ihrem Account in dem Fall. Ja. Habe ihm den Trick gezeigt, mit Passwort vergessen, dann siehst du einen Teil vom Mail. Mail hat zu der von seinem Bro Post. Datet jetzt wieder. Ah, okay, also so wie ich es verstanden habe, Ja. hat sie den Ex wieder wählen Mhm. und hat einen neuen Trick angewendet, der absolut neu ist. Und der wer? Du schickst Story von deinem eigenen Account über einen Fake-Account, den du erstellt hast, an deinem Ex. Okay, ja, so wie das check ich. Genau, Aber, genau. Und wieso er reagiert, hat keine Ahnung, aber scheint es jetzt. okay, und nachher? Ist sie raus mit ihm Aha, und dann hat die Kollegin auch die Story geschickt aha. und dann hat er wieso quasi erklärt, so, die hat, also ich nehme jetzt mal an, ist so gelaufen. Sie hat so unwissend da. Er sagt, hey, deine Kollegin hat mir eine Story geschickt von dir. Schon mal passiert und so, irgend so ein Fake. Und du sagst, Fake. Ich weiß im Fall, wie du ungefähr herausfinden, wie die heißen. Und dann Okay. denkst du ja nie, dass du gewesen bist. Ja. Wahrscheinlich. Und nachher sagt sie, ja, du mal Passwort vergessen. Und wie viel auch immer du siehst von dem Mail, Ja. vielleicht sind es auch nur 3 Buchstaben gewesen, hat er vielleicht wie gedacht, mein Bruder hat es mir geschickt. So, wieso, schau, was deine Ex macht. Vielleicht. Und jetzt sind sie wieder am Daten. Hey Bro, Hey, auf jeden Riesenaufwand, Fall, auf Riesenaufwand. jeden Fall mental komplett herausgefordert. Maximal. Richtig schlimm toxisch. Sag doch einfach, ich können wir uns nochmal treffen zum Reden. Nein, aber ich meine, ich sag dir ganz ehrlich, Frauen wie die haben ganz, ganz viele Probleme, sind sehr toxisch. Auf jeden Fall, wenn es mit dem Ex nicht klappt. Gib mir einen Call, Baby.
Ui, Bro, ui, ui. wir alle wissen, die Frauen, die so schreiben, machen... Mhm. Nein, auf jeden Fall. Geh in Therapie. Ich würde sagen, an den Freund, was unser Podcast liest und die Story beim Match mit denen. Liesisch? Nein, red Deutsch, Mann. Nicht. Falls unser Podcast liesisch. Falls unser Podcast. Also eigentlich. Hast du gesehen, dass wir ein Transkript jetzt haben? Ja! Hedgy! Jemand ist so gekommen, ey Bro, einfach Lyrics von ihrem Podcast. Ich so, wie Lyrics, das darf nicht passieren. Ja. Und nachher sehe ich einfach so, wir sagen irgendetwas, 2 Kinder Gottes, hahaha, inshallah. Inshallah. 4 Erdbeeren essen, warum? Hahaha, ficke, hahaha. Also auf jeden Fall, was soll ich wieder vorher sagen? Oh, hast du neu gefunden? Ja. Lies, Bro, lies. Oh, aber... Oh, das ist schwierig, da musst du das Ding finden. Da musst du den zweiten... Ah, da. Okay. Gib ihm. Oh. Also, 1 von 2. Damals, mein Baba hat meine Mutter betrogen. King in my book. Das war von mir. Und ich musste in meinem Badezimmer meine Sachen ausräumen, weil wir ausgezogen sind. Okay. Komme in mein privates eigenes Badzimmer und sehe meine Sachen, die im Spiegelschrank waren, auf dem Boden liegen. Und die Affäre von meinem Baba hat ihre eigenen Sachen dort eingeräumt. Wild. Dann bin ich so hässlich geworden, weil das so respektlos ist, dass ich alle ihre Pflegeprodukte reingepisst habe. Fucking Queen. Zahnpasta, Haaröl, Gesichtscreme etc. Die einzige Person, die davon weiss, ist meine Großmutter und es ist bis heute unser Insider. Wow, wie ehrenlos. Also, Bro. Also, erstmal muss man sagen, das ist eine Ausländerin, weil sie schreibt das damals mein Baba. Vielleicht hat sie gedacht, wenn ich nur Baba sage, sage ich jetzt locker Schweizer. Ich war einfach Baba drin und sage, es ist. Hat meine Mutter betrogen und ich musste in meinem Badezimmer meine Sachen... Egal von welcher Nationalität. Ja. Es schockiert mich immer. Warte, sorry. Ah, bist du nicht fertig? Nein, ich Tut mir leid, sorry. ich bin fertig, aber ich habe nur nochmal ein Indiz. Sie schreibt zwar, komm in mein Baba, weißt du? Ja. Nachher schreibt sie, komm ich in mein privates eigenes Badezimmer. Das ist. Bitch, lass zu. Bro, und aber auch, dass sie das Wort gewusst hat für. Für was? Spiegelschrank. Meinst du das? Bro, ich hätte auch Schrank gesagt. Einfach Schrank. Badzimmerschrank. Ja, wieso, wenn du aufmachst, hat sie überall Spiegel? Nein, aber es ist ein Schrank vom Spiegel. Was ist das Narr? Wenn ich dir sage, Bro, daheim in meinem Schrank, wo gehst du an als erstes? Ins Badzimmer. Ins Badzimmer. Ja. Und Wenn du aber sagst, Bro, im Badzimmer im Schrank. Im Badzimmerschrank. weiß nicht. Du weißt, ich habe einen Punkt. Du nein, weißt. weil wir haben ja in unserem alten Badzimmer auch einen Schrank gehabt. Ja. Und dann haben wir noch einen Spiegelschrank gehabt. Wir haben einen externen Schrank gehabt. Aber den haben wir selber dort angetan. Ja, da habe ich das angetan. Also du, ja, tut mir leid, danke vielmals. Schon gut. Übrigens, der Schiffertour von Pisa steht immer noch. Wer ist Schiefer von Pisa? Der Dings. Hast du nicht drauf geachtet? Was? Bro, vor allem die 4 Dinger, die ihn hebt, Ja. der ganz vorne rechts ist immer so abgenickt und der ist immer mehr runtergegangen. Wirklich? Der, ist, der hebt, Bro, Bon nicht so lange Chance. wie er hebt. Okay, wild. Also erstmal wild, oder? Ganz wild. Ich muss ja sagen, immer wenn ich so Stories höre, fallen mir 2 Sachen immer zuerst sein. Mhm. Erstens, wie ehrlos kann man sein, Mann? Ich schwöre. Weißt du, es ist Familie, G. Ja. Das heisst, du hast Kind, Mhm. du hast Frau, du Mhm. bist zusammen Ferien machen, Mhm. Erinnerung alles. Und wie schaffst du das, dass am gleichen Tag die anderen, für mich ist das Indiz, dass schon länger abgeschlossen wurde. Ja, also ich finde, ich sehe das. Ich finde in erster Linie, es ist schon sehr ehrenlos. In anderer Linie würde ich Kein sagen, Fucker. Ja, wir kennen, also gut, hey Bro, es gibt wirklich keine Entschuldigung. Also Ja, wenn, ja. So, wenn so du deine Frau betrügst, okay, ist etwas, aber dass du dann, dass deine Affäre noch am dass gleichen du Tag einzieht zulässt, quasi. Bro, dass du zulässt, dass die Sachen von der Tochter wild, Bro. Aber Und das Zweite ist, ich bin froh, dass ich so Sachen nicht erleben in der Kindheit. ja, Ey Bro, ja, Bro. Was? Sag. Bro, du weißt, Was? Sag. du hast Familie, Bro. Küss dein Herz, Bro. Hey, Bro, ja, auf jeden Fall,
Hey, mir ist aufgefallen, dass sehr viele Leute immer fragen, so, was ist eigentlich mit dem Vater von Jolas? Ja, weil du halt immer so im Raum Ja. hast, du so, mein Vater. Und dann gibst du einfach eine Info, weißt du? Und das wird so weiterbleiben. Ich mache es wie mein Vater. Ich melde mich einfach nicht. When a good thing goes bad, is not the end of the world. Ist ein 3 of 5. Dankeschön. Also, weiter geht's. Also, Hey, aber was geben wir dir für einen Tipp? Hey, keine Ahnung, Bro. Also, ich stimmt. finde das super geil, dass du in die Sachen gepisst hast. Fix. Ich habe auch ähnliche, also ohne Pissen, aber ich habe ähnliche Geschichten. Ja. Ich weiß nicht, was es war. Ich bin, glaube ich, so 10, 11 gewesen, vielleicht auch jünger. Und ich weiß nicht mehr genau, was die Geschichte war, aber ich habe irgendetwas wählen oder ich habe für etwas eine Bestrafung gekommen. Auf jeden Fall war ich Piss gewesen. Meine Eltern sind nicht daheim gewesen, Brüder auch nicht. Ich bin der Einzige daheim gewesen und ich bin pissed gewesen. Max, ich kann wählen. Also auf Ältere? Ja, ich bin nicht hässlich in meinem Bett und ich rede nicht mehr mit Eltern, sondern ich wollte zurückzahlen. Ja. Weißt du nicht mehr, was es war? Doch, nein, ich weiß nicht, was es war, aber ich weiß, was ich gemacht habe. Ja, das hast du gemacht. Ich bin ins Badzimmer, Nein. habe Pinzetten genommen, Nein. habe alle Make-ups von meiner Mutter genommen Aha. und kaputt gemacht. Aus diesen Dingen habe ich das so rausgekratzt. Ah, du bist ja wirklich hässlich gewesen. Bro, bis heute, meine Mutter sagt, das ist der einzige Moment in meinem Leben, Ja. wo ich mich gefragt habe, vielleicht hätte ich schon 2-3 Mal mehr schlagen. Ja, nein, auf jeden Fall, dort habe ich einen grusigen Scheiß gemacht und jeder, der es erzählt, alle Jungs immer so, Bruder, und alle Frauen so, was? Du lebst noch? Mein kleiner Cousin hat einmal... Ich habe nicht gewusst, wie teuer Make-up ist, bis eben heute. Bro, Make-up ist verdammt teuer. Bro, ich habe mir gedacht, ich mache kaputt, kannst du 20 Franken kaufen wieder, schlimm. Mein kleiner Cousin, der so in meinem Alter, also der so vielleicht 4 Jahre jünger war als ich oder ist, wo auch heute überraschenderweise übergewichtig ist, hat als Kind mal den Lippenstift von seiner Mutter abgebissen, weil es fein ausgesehen hat. Krass, das erinnert mich an die Geschichte, wie der Typ, der Babybell nicht richtig so mit der Schale isst. Also ich habe es nur am Rand mitbekommen, aber was für ein grenzdebile Mensch. Genau. Die nächste Beichte. Wir sind jetzt bei Beichte Nummer 3. Wäre der offen, also keine Beichte, das ist eine Frage. Was ist die Frage? Wäre der offen für einen Dreier, also ihr 2 und eine Frau? Ich würde Amiola schlimm gesagt. Bro, die Frau dort, sie wäre nur Alibi, Bro, ich sag dir ehrlich. Ich würde dich alle sagen, Bro, du siehst richtig gut aus. Sie wäre einfach nur Alibi, Bro. Ich ja, wir haben 3 gehabt. Sie nehmen dran, hey Jungs, soll ich auch Fresse? Presse, Trikantier, mach irgendetwas. Kann etwas gemacht. Mach irgendetwas, sag einfach mit Geld. Nein, krass. Ja, weiß nicht, würdest Bruder, ich habe die Frage nicht fragen. Nein, aber es ist mich jetzt Wunder. Also es geht schon ein bisschen weit, oder? Hey Bro, look. Ist mal ganz ehrlich. Wären wir traumatisiert voneinander? Hey Bruder, ich glaube eben, das Ding ist, ich kann nicht mit dir in einem Raum sein und dich anschauen und ernst bleiben. Ich kann auch nicht. Mir stell dir vor, wir sind so am Spitroast. Also, du bist hinten, ich bin vorne. Speedroast? Also, das nennen wir so. Wie so. Nein, Speedroast, der ist so. Kennst du den Ferkel, der am Spieß ist? Ja. Checkst? Ja. Und sie ist das Ferkel. Ja. Und du bist vorne. Okay. Und die andere Person ist hinten. Checkst? Das nennt sich Speedroast. Ja, das wäre, glaube ich, die einzige Ausgangslage, die okay wäre. Nein, wir nachher schauen wir uns ja voll an. Augenbinder, Bruder. Und ich stelle mir so vor, ich würde die Augen. Sie. Wow. Ja, das ist jetzt zu detailliert gewesen. Sorry, Bro. Wie viel Finger passen in den Mund, Bro? Wie viel Finger passen? Hey, chill, Bro. Hast du schon warm geworden da drin, oder? Nein. Hey, nein, ich könnte das nicht, aber ich muss auch sagen, schnell ehrlich, ich bin ja sehr ein kompetitiver Mensch. Checkst du, was ich meine? Wer schneller kommt, oder was? Nein, aber wenn sie so anfangen bei den Leuten stehen, was? Nachher mir immer. Ich auf einmal T-Shirt ausziehen, am Liegestütz machen. Schnell vorbei. Ja, gut. Ey, checkst du, wenn du. Ich habe letztens gemerkt, ich weiß nicht, wenn ein Slide ist. Gute Frage. Hey Bro, ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube,
Weil ich weiß, wie Männer sliden. Ja, wie sliden wir? Bro, wir machen es klar. Ah ja. Was läuft? Allah hat dir alles gegeben, nur meine Nummer nicht. So Sachen, weißt du? Geil. Und dann ist ja automatisch ein Spruch und sie sagen, okay, es slidet. Mhm. Also, ich glaube, es kommt so drauf an. Ja, wie soll ich sagen? Bro, Also ich habe mal, glaub- also darf ja, ich ja, ausgangslage- bitte. Ähm, Ich kann sagen, ob es ein Slide ist oder ja, nicht. ich habe mal, ich check sehr selten meine DMs ab, aber also von meinem öffentlichen Profil, weil alles läuft über kurz und wenig. Mhm. Momentan sind wir Ja. dort. Und bin ich abchecken, gesehen, so vor 4 Tagen Nachricht. Ich gehe drauf und dort haben wir die erste Folge nach der Sommerpause released. Oh ja. Und dann, Ich habe sehr viel und dann Nachrichten bekommen nach dieser Flatter-Geschichte. guter Flatterwetter. Nachher habe ich so DM bekommen und ich lese so, weißt du, und es steht so, hey, ich habe die neueste Folge geschaut und so und ab und zu hast du ein bisschen bedrückt ausgesehen und so. Hast ein bisschen traurig ausgesehen, ich hoffe, es ist alles okay bei dir, ich Ja. habe nur ein bisschen erkunden und wollte sagen, es ist ein ganz cooler Podcast und so, weiter so machen. Und ich habe gedacht, herzig, sehr erkundigt sich, weil ich habe schon ein bisschen lustlos ausgesehen und das verstehe ich. Und dann ich so, okay, und dann habe ich das Kollegen gezeigt und Kollegen so, warum es leid? Die wird schlimm, den Schwanz. Und ich so, wie es leid? Sie so, ja, so alla, wieso, ich schaffe es in ändern. Was willst du an mir ändern, Alter? Mir geht's, also. Bro, also, ich persönlich glaube, sie hat einen extremen Mami-King, Bro. Das ist eben so, weil ich habe Sie will sich caren. Sie will sich caren. Und ich wäre Gott aus ihrer Schoß gelegen und hätte ihr meine Probleme erzählt. Eben, du checkst, also du Ich check nicht, ich bin einfach ein riesen... du bist vom Fach. Okay. Alter, wegen jahrelangem Training. Ja, sicher, aber eben, so zum, also ich habe gefunden, das ist jetzt ganz korrekt. So, du bist vom Fach, Dankeschön. deswegen habe ich gedacht, Ja. frage ich noch jemanden vom anderen Geschlecht. Es kann natürlich gut sein, dass sie sich einfach darum kümmert, wie es dir geht. Aber dann wiederum ist die Frage, wer bist du? Ja, also ja, weißt du, wieso solltest du dich bei ihr öffnen, Bro? Voll, nachher hat sie auch gesagt, ich Aber so, so hey, wie es das- aussieht, will sie sich bei dir öffnen. Oh, fucker. Stimmt oder stimmt nicht? 3 Knöpfe, Bro, jetzt noch einer, das wäre bei Matrix gelandet. Bro, also ich weiß nicht, wie das so ist für dich, aber ich werde sehr oft von meinen männlichen Freunden gefragt. Die Konversation läuft immer so ab. Hey Bro, ich habe gesehen, der Podcast läuft sehr gut, die macht sicher Mad Money. Ich tue den zweiten Satz sagen. Ja. Bruder, aber meine Frau läuft auch. Ich schwöre, es ist immer so. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage dir ehrlich, wenn so ist, dass zum Beispiel eine Frau mir auf meinem privaten Profil anfängt zu folgen, was ist das Erste, was ich mache? Entweder abchecken oder zurück, also abchecken, ja. Aber was check ich ab? Ja, das Profil auch. Oder nein, ich check immer nur ab. Folgt sie kurz und bündig. Aha, ja, mit der, okay, ja gut, jetzt haben wir, Und, ja, ja. und nachher folgt sie am Zero. So. Und wenn die jetzt... Bei dir ist eben, das bringt bei dir eben nicht mal etwas. Wieso? Letztens ich habe jemanden gefunden, Ja. nicht kurz und bündig, nicht Jost, perfekt, ich scroll runter, Ja. dritte Bild von 200, gefällt Jost nicht gar nicht. Nein. Wasn't me. Aber zeig nachher wer, aber wasn't me. Nein, was ich wollte sagen ist, Bro, jetzt mal Spaß beiseite. Bro, es ist erschreckend, wie viele Leute sich trauen und wie offensiv gewisse Frauen sind, weil ich in diesem Podcast oft so den Witz mache mit, eben, ich flattere, ich bin der Faker und was weiß ich. Und ich meine, weißt du, ich habe auch Gefühl, Bro. Oh mein Gott, so ein Lügner, Mann. So ein Lügner, Mann. Er hat sicher so eine Regel in den Posteingang, Bro. Was habe ich? So eine Regel im Posteingang, Bro. Wenn das und das erfüllt wird, direkt Auto-Replay Nein, das. Bro, nein. Aber im Fall für mich ist das ein absoluter Upturn, Bro. Aber ich habe es glaube schon mal gesagt. Ja, ja. Also ich glaube, das ist so ziemlich für jeden, wenn so jemand Fangirl-mäßig überkommt. Weiß nicht, Bro, es gibt Rapper, die ficken ausschließlich Fangirls, aber Reden wir nicht I wouldn't know, Bro. Ja, fix. Nein, weißt du, was ich meine? Und darum ist so für mich ist das ein instant Upturn, Bro. Ja, fix, ich verstehe es schon. Ja. Safe. Ich verstehe es. Was ist ursprünglich die Frage? Ey, einfach so... Slide und so weiter. Genau, die Szene. und eben seit dem letzten Reel
Du siehst immer, wenn wir so ein Reel postet, was ein bisschen in die Richtung geht, auf einmal Leute am schreiben, ja, wann flatterst du mich? Und ich finde so, hey Samantha, bitte, beruhig dich. Oh mein Gott. Nein, Du sagst, Samantha, bitte beruhig dich. Na, aber ey, hast du gesehen? Ich habe jetzt die Story gepostet, privat. Von der einen, die gefunden hat, sie muss mir jetzt Feedback geben darüber, wie ich das Gefühl habe, Ja, fix. Ja, voll. dass ich der Krasseste bin. Erstens, Eben, ich habe es dort schon gesagt, es hat mir eine geschrieben und so, hey, du kommst langsam so über, als würdest du dich verdammt krass fühlen. Und als jeder wärst versteht deine Sprache und so. nicht jeder versteht deine Therapie-Language und redet nicht so über Leute. Aber, und eben, ich habe dort schon gesagt, ich sage es gerne nochmal, für alle da draußen, die irgendwie das Gefühl haben, wir sind auch schon sehr viel zu engen Freunden von mir gegangen, zum Beispiel ist egal zu wem, aber zu engen Freunden von uns gegangen und gesagt, hey, der Jodas muss schon ein bisschen runterkommen, er muss sich nicht so krass fühlen und so. Wer? Ich sage dir nachher, aber scheißegal, Ja. weißt du? Oder was auch letztes vorgekommen ist so, irgendeine, wo so mit Perlin und so hängt, ab und zu mal, wo ich noch nie zu tun kann mit ihr, geht einfach zu so Leuten, wo ich zum Beispiel getroffen habe an gewissen Festivals oder whatsoever und sagt so, hey, er wäre hure gern Fame und er tut hure krass. Und das Ding ist, also für alle, die das Gefühl haben, dass ich denke, dass ich hure krass bin, 100%. Also ich habe das Gefühl, ich bin einer der geilsten Sicher, was es du gibt. bist Dankeschön. krass. Und für alle, die so sagen, der Jodas will voll Fame, also sind ihr komplett sind ihr nicht so schlau. Weil sicher will ich Fame, Bro. Also weißt du, so, wieso mache ich den Podcast? Weißt du, was ich meine? Sicher will ich Reflexion, Bruder. ich erreichen. Weißt du, was ich meine? Ja, safe, So, du musst ja nicht 62 Folgen machen, damit einfach nur die gleichen 5 Leute hören. voll. Aber macht es doch so wie ganz viele andere Podcasts raus. Macht einfach einen Podcast für 7 Leute und gut ist. Falsch, aber richtig. Der Mindset. Die Wurst. Geil. Ja, sorry. Okay, Alles gut. Statement, gesetzt. okay also machen wir weiter. Oder willst du Ich will noch kurz bitte, etwas bitte, sagen. bitte, bitte, bitte. Das ist mir auch passiert. Wir sind so, ich bin beim Koffer gewesen. Wenn der Bruder das los, das ist kein Hate gegen dich. Das ist einfach allgemeine Message an alle. Vielleicht auch Aber, ein bisschen. nein, aber in dem, es ist in der Situation passiert. Ich bin beim Koffer und ich sehe jemanden, der schon lange nicht mehr gesehen. Ich sage so, Bro, was läuft? Ich rede so ein bisschen mit ihm, Smalltalk und so. Beim Barber. Und nachher hockt er an, ich an und wir reden so nebeneinander. Verstehst du? Wir haben beide Haare geschnitten. Und dann fragt er so, Bruder, ich habe gesehen, Podcast läuft. So, ja, danke vielmals und so, weißt du. Er so, ja, Mann, schlägt vor. Ich so, ja, fix, danke. Er so, und ich so, was? Er so, Frauen läuft brutal, gell? Und nachher ich so, Bro, nein, weißt du, so, nein, ich nicht. Und nachher er so, hä, wie? Ich so, Bro, also, was hast du erwartet? Dass ich jetzt einen Podcast mache und aufs Mal schreiben Leute oder was? Nachher, Ja, er so, vor allem. nachher er so, ja, Bro, weißt du, so, ich habe gedacht, vielleicht so, nein, Bro, also, ich habe nachher zwar realisiert, ich check nicht, dass alles ein Slide ist vielleicht, aber auch dann, ich komme nicht, auch die, wo ich unsicher bin, komme nicht auf täglicher Basis oder in der Woche oder so. Ja. Weißt du? Und nachher habe ich mir so gedacht, ich so, das denke ich sicher hure viel, Mann. Bro, also man muss glaube dazu sagen, so, wenn wir irgendwann fett Cash machen und in einem Studio sind, wo wirklich kostet, mit richtig geilem Licht und so. Flutlichter, Bro. Nein, aber vom Stadion, Bro, da aber ich will trotzdem, dass es einen Sensor hat und dass es alle 5 Minuten ausgeht, Bruder. Damit wir immer noch zeigen, wir sind humble, Bruder. Ja, please. Wir müssen immer Greenscreen, Garage, Hintergrund. unsere Hand bewegen. Nachher gehen wir raus, Bro, Prime Tower, 700 Stock oder so. Wir müssen immer noch unsere Hand bewegen, dass das scheiß Licht wieder angeht. Fix. Was ich will sagen ist, Bro, das Ding ist eben, Bro, wenn Frauen bei dir sliden und das mit dem Podcast in Verbindung gebracht wird, dann ist das einfach, wie sie merken, du bist ein richtig geiler Sieg. Du auch, Mann. Aber ich sag dir nur, keine Frau auf der Welt sagt so, oh mein Gott, er ist so heiß, er hockt in einer Garage Ja, wirklich, und hat redet in das Haarausfall. Mikrofon. Und du bist kurz. Das ist Also, genau mein weißt, Kind. Keiner sagt Wo so, ist der? keiner sagt, ich kann schon immer einen Podcaster haben, Bro. Weißt du, was ich meine? Ja, aber also, Bro, Podcast ist jetzt keine Meisterleistung, ganz Also wirklich, so chillen, das hat wie so... Du kaufst Equipment, du hockst an, redest. Wenn es interessant ist, ist geil, wenn nicht, dann Und wenn lass nicht, dann sind wir halt wie so 90% von der restlichen Podcaster in der Schweiz. Sorry. Und sonst Podcaster versuchen sonst machen innen. der Dings, sonst machen der auf Comedian und machen das, was die meisten Comedian machen. Klauen.
klauen oder dünnt auf Rücken von eurer eigenen Kultur und eurer eigenen Dings vor Herr und Frau Müller Comedy machen. Es ist schon geil. Es gibt dass mega viel von diesen InfluencerInnen mittlerweile einen Podcast haben. Ja, Bro, es ist, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn du Community hast, dann kannst du eher einfacher etwas starten. Ja. Wir haben jetzt auch zwei Sachen im Kopf. Ja. Und das wäre wahrscheinlich eher weniger passiert, hätten wir keine Community. 100%. Wir hätten es aber trotzdem vielleicht versucht, weil so wie wir wären, wir gesagt, komm, vielleicht ist einfach das nicht unsere Schiene, vielleicht das andere. Voll, aber weißt du, das sind so Leute, wo halt Influencer sind, TikTok-Influencerinnen oder Instagram-Influencerinnen und die merken wie so, ich mache zu wenig Output, also mache ich jetzt noch einen Podcast. Oder? Und der Unterschied zu denen ist, wir sind wie so gewesen, wir machen jetzt einen Podcast und durch den Podcast hat sich unsere Community aufgebaut. Ja. Das ist einfach nachhaltiger, Bro. Nicht wertend, das ist einfach nachhaltiger. Hat alle, die Sponsoring machen, da haben wir gehört. Genau. Das ist nachhaltig. Aber ich könnte auch zum Auditores im Podcast gehen, natürlich. Fix, ja. Und dann, egal. So, die nächste Beichte. Alter, es geht immer um Ex, man. Also, Beichte Nummer 4. Mein Ex hat eine neue Freundin. Haben dann einer Kollegin, die ihr ähnlich sieht, ihre Nummer gegeben und gesagt, gib Nummern von seiner Freundin am Terrazzo ein paar Typen. Er ist jetzt wieder Single. Was musst du für eine Haterin sein eigentlich? Ey, Bro. Was gibt's für Menschen da draußen? Was musst du für eine Haterin sein? Oh mein Gott. Also warte, verstehe ich richtig. Sie hat einen Ex, oder? Sie hat einen Ex, der jetzt wieder eine Freundin hat. Genau. Und dann nennen wir sie Nina, die Frau, die einen Ex hat. Nina ist zu ihrer Kollegin gegangen und hat gesagt, ey, die Neue von meinem Ex sieht aus wie du, jetzt geh an die Terrazzo und gib deine Nummern an Typen. Was lernen wir daraus? Gehen erstens nicht Terrazzo. Und zweitens, hätte der mehrere Freundinnen, hätte das Problem nicht gehabt. Ja, dann wüsste ich nicht, Bro. Dann wüsste ich nicht. Bro, find 8 Frauen, die gleich aussehen. Bro, ich verstehe einfach nicht, Bro. Wie kannst du so eine Haterin sein? Ja, es ist fertig, G. Lass ihn doch in Ruhe, Mann. Also, egal was er gemacht hat, so, ich sage jetzt, wenn er das Leben kaputt gemacht hat und du sagst, ich habe meinen Frieden erst, wenn ich ihm auch zurückgegeben habe, ich kann nachvollziehen, mach. Also, ja, aber Bro, wenn es das gewesen wäre, dann wäre sie zu der Freundin genau, von ihm und aber hat gesagt, wenn er du ist ein so- Falscher, dies, das. Also, jetzt hast du eigentlich wieso seine Reputation kaputt gemacht. Ich? Nein, sie. Sie? Sie hat ihn jetzt als Betrüger dargestellt. Nein, wieso? Also, ich denke, sie hat jetzt seine Freundin als Betrüger Ja, ja, dargestellt. eben. Ihre Reputation. Ja, weil sie einfach so eine Haterin ist und findet so, nein, wenn, Aber in dem Fall wenn hat sie ja ich ihn gegen- nicht kann haben, dann darf ihn niemand haben. Ja, also eben, das heißt, sie hat einfach. Ja, genau das, ja. Alter, wie verloren sind die Leute? Unglaublich, oder? Es ist ja maximal toxisch, nicht? Stell dir vor, du bist im Ausgang mit deiner Freundin und. Alter, ich weiß nicht, also. Hey, Wie Bro, kommst du ich auf das? weiss Wie einfach- kommst du auf ich das? weiss auch Wie, nicht, wie sagst Mensch, du, wie bist du daheim und sagst, er geht Terrasse, ich habe gesehen, ich schicke eine Kollegin da Nummer, gang schauen, dass sie sich trennen. Und vor allem, sie sagt dann wahrscheinlich, Baby, ich bin das nicht gewesen. Und er sagt so, wie du bist das nicht gewesen, Mann. Das ist ja wie, Wer würde das machen? Weißt du, was ich meine? willst du mir sagen, meine Ex hat das gemacht, niemand ist so psycho. Ja, das wäre es gewesen. Also ich sage, meine Hilfe, 2 Tipps. Gantherapie. Und zweitens, geht zum Josh. Er ist down für so Sachen. Hör auf, Bro. Hör auf. Ich bin schon, nächste Beicht. Let's go. Ich bin schon länger, also erstmal, das ist glaube ich Luzernerin, oder? Immer Ich bin schon länger mit meiner Freundin zusammen, aber schon seit langem nicht mehr glücklich. Mach Schluss. Aber hast du das Gefühl, machen nach 6,5 Jahren Beziehung Schluss? Okay. Ich habe da, das ist sehr ich habe grob. da einfache Anekdoten. Gib ihm. Menschen machen oft einen Denkfehler. Ja? Und der Denkfehler, Bruderherz, ist, sie fangen, wenn du den Weg anfängst, wo auf A, also Punkt A ist der Start vom Weg.
Und Punkt C ist das Ziel. Und das ist dasselbe. Also du fängst da an und du weißt, ich will auf C. Irgendwann bist du bei Punkt B angelangt. Und das ist irgendwo dazwischen. Und sagen wir mal, das ist nach 6 Jahren. Nach 6 Jahren merkst du aber, hey, ich will gar nicht mehr auf Punkt C gehen. Und der Denkfehler, der passiert ist, viele sagen dann, schauen dann hinter und sagen, jetzt bin ich schon so weit gelaufen, jetzt kann ich den Rest auch noch gehen. Verstehst du? Mhm. Ich habe lange gewartet zum... Nein. Ja. Aber ich muss ein bisschen disagree. Weil aus irgendeinem Grund hat es ja 6 Jahre gegeben. Ja, so. Und wir haben jetzt keinen Grund, aber ich habe das Gefühl, über viel zu oft die Leute viel zu schnell aus dem Moment Entscheidungen treffen, die nachher bereut werden. Ich habe das Gefühl, also mein Tipp generell, so, ich würde sagen, egal was ist, Schluss machen ist, du musst dir 1.000.000% sicher sein. Bin ich voll nicht deiner Meinung? Ja? Voll nicht, Bro. Bro, ich bin der Meinung, du musst dir sicher sein, was du machst. Wenn du weißt, ich meine, du musst sicher sein, ob du jetzt Schluss machen oder bleiben. Bro, aber jetzt stell dir doch mal vor, du bist der Birds, der seit 6,5 Jahren in einer Beziehung ist. Yeah. Und du merkst, 10 Jahre später, mit Kind und allem, dein Typ will schon seit 10 Jahren, ist er nicht mehr glücklich. Wieso ist denn nicht reden, der Peach? Ja, aber auch wenn, Bro. Also einfach, er ist so an dem Punkt, wo er sagt, ich bin nicht happy und ich bleibe jetzt mit dieser Person zusammen, weil man das halt so macht. Checkst du? Ja. So quasi, jetzt sind wir schon 6,5 Jahre zusammen. Ja, komm, dann bleiben wir zusammen. Bruder, ich kenne Leute, die sind 1 Jahr zusammen mit ihrer Freundin und ziehen nach einem Jahr zusammen oder verloben sich nach einem Jahr. Ja. Und sind überglücklich. Safe. Und das Ding ist, nach 6 Jahren Beziehung weißt du ganz genau, was du willst, aber du weißt noch viel mehr, was du nicht willst. Ja, safe. Das sehe ich auch. Und darum, Bro, scheiß drauf. Aber ich bin der Meinung, es muss ja einen Grund geben, dass es 6 Jahre gut war. Es kann auch sein, dass es 6 Jahre die schönste Zeit vom Leben war und dann im letzten halben Jahr merkst du, das ist nicht mehr, was ich will. Also wenn es nicht mehr das ist, was du willst... Ja, er ist nicht mehr glücklich, sagt er einfach. Eben, ich weiß nicht, was die Ausgangslage ist. Wenn er sagt, es ist nicht mehr das, was er will, wenn er sich sicher ist, dann mach Schluss. So, ja, oder überleg dir genau, wieso bist du nicht glücklich, weißt? Ist es etwas, was du an dir musst ändern? Ist es etwas, was du in dieser Beziehung musst ändern? Ja. Ist es irgendwie der typische Midlife-Crisis-Bullshit, wo du so findest, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich verpasse Sachen und ich muss jetzt einfach ein bisschen die Welt erkunden. Bro, wenn du willst ficken, dann geh ficken, weißt du? Dann sag nicht einfach... wirklich, dann sag nicht, ich bin nicht happy oder so. Sag einfach, ich habe gemerkt, fuck, ich könnte voll ficken gehen, aber ich kann irgendwie nicht, weil du mir im Weg stehst. Dann bist du doch einfach ehrlich. Voll. Das ist so etwas Hirnrissiges, wenn Leute mir sagen, ja, weißt du, ich habe gemerkt, ich will reisen oder ich will das und das machen. Nein, was ist der grusigste? Ich habe das Gefühl, ich verpasse etwas. Ja. Spuck doch dem Typ ins Gesicht. Also hebt er dich zurück, oder was? Lässt er dich nicht Sachen? Also, hä? Ich schwöre, was macht wenn du nicht kannst loyal bleiben oder wenn du ein Problem hast, zu dem Menschen stehen und sagen, das ist mein Partner oder meine Partnerin, dann mach nicht. Ja. Du bist so zweit in einer Beziehung. Wenn das nur etwas ist mit dir selber, dann fixst dich halt selber. Dann musst du selber klarkommen mit dem. Aber du musst schon Rücksicht nehmen auf andere Leute. Und der Grund, wieso ich sage, eben, ich bin der Meinung, dass er sagen wir, ist jetzt unglücklich in dem Szenario, wenn wir sagen, er ist nicht mehr happy und gehen wir davon aus, sagen wir, es ist etwas, was wirklich halt so persönlich zum Beispiel. Ja. Ich kann sagen, hey, look, tamam. Aber ich bin der Meinung, Bro, eine Beziehung, du weißt ja genau, es ist Ups und Downs. Es ist vor allem Arbeit. Genau. Also du kannst mal haben, dass du jemanden kennenlernst und das funktioniert auf Anhieb und ihr habt 7 Jahre die schönste Zeit, 6 Jahre die schönste Zeit. Und dann kommt das Problem, auf euch zu so in die Fresse. Und erstens mal sind ihr überrollt, ihr habt nie ein Problem gehabt miteinander. Zweitens, wie gehen ihr das an? Ihr sind 6 Jahre zusammen. Und drittens, wie schaust du das Problem an? Für mich, ich schaue das Problem an aus der Sicht, wie können wir das aus der Welt schaffen? Ja, aber eben... Wie können wir das angehen, wie können wir es aus der Welt schaffen? Bei Problemen, wo du das kannst. Ich kann sicher nicht sagen, ich fühle mich nicht glücklich, aber ich forciere mich jetzt zum glücklich sein, weil ich will, dass das Problem aus der Welt geschafft wird.
Also was ich einfach rauslese, ist, Bro, er sagt, ja, ich mache sicher nicht nach 6,5 Jahren Schluss, auch wenn ich nicht glücklich bin. Ja, fix. Oder? Aber was ich wollte sagen ist, hey Bro, Ja, stimmt. scheiß mal drauf, was er sagt, sondern du willst doch nicht die Person sein, die in einer Beziehung ist, wo dein Partner aus Mitleid oder aus Bequemlichkeit mit dir zusammen ist. 100%. Weißt du, wie viele Menschen sind in Beziehungen, einfach wie sie nicht allein sein 100%. Das Einzige, was ich sagen will, ist noch zum Abschluss so zu dem, von meiner Seite aus. Ja, eines Tages, ich gehe jetzt mit mir als Beispiel, eines Tages werdet ihr heiraten oder werdet ihr Familie gründen, auch ohne Heirat, mit Heirat, scheißegal. Wirst du vielleicht Familie haben. Vielleicht. Ja. Oder einfach einen Partner an deiner Seite. Du musst nicht unbedingt Kinder haben. Du willst vielleicht dein Leben mit jemandem verbringen. Weißt? Ja, ich möchte einfach irgendeine Lebenspartnerin, oder genau, so. Genau. Und dann musst du dir einfach bewusst sein, dass eben Lebenspartnerin, du wirst das Leben mit ihm teilen. Das heisst, das Leben teilen heisst, das Leben so nehmen, wie es ist. Das hat gute und schlechte Seiten. Es wird Probleme haben, es wird sehr schöne Zeiten haben. Es wird Momente geben, wo ihr vielleicht 3 Tage euch fett auf die Eier geht und euch wirklich stresst. Und es gibt Momente, wo ihr vielleicht die schönste Woche habt. Wichtig ist einfach, eben jetzt in dem Moment, das ist jetzt schlecht, das ist jetzt, weil er sagt, er schreibt wirklich, ich mache Schluss nach 6,5 Jahren, obwohl ich unglücklich bin. Er hat wirklich so Statements setzen. Und bei dem ist so die Frage, Bruder, du bist unglücklich. Und du sollst nicht unglücklich sein. Ja, und vor allem, du sollst mit deinem eigenen scheiß Unglück nicht andere Menschen verletzen und abziehen. Genau. Darum überlegt er so, möchtest du das ändern? Weil das ist klar, die Situation muss geändert werden. Ja. Möchtest du das ändern mit ihr oder möchtest du es ändern ohne sie? Oder? Und Bruder, ich wünsche dir alles Gute auf dem Weg und falls dein Freund nach 6,5 Jahren Schluss macht mit dir und du willst darüber reden, komm zu uns. Stell dir vor, jetzt Meine ich. mein Freund hat nach 6,5 Jahren einfach Schluss gemacht. Ich habe seine Nummer im Terrazzo. Glaube ich nicht. Wir sind bei Zeros Beichte, das ist Beichte Nummer 5 jetzt wahrscheinlich. Yes, Boom. gib ihm. Bruder, sag's nicht am Josh, aber du bist auch ein Riesenficker. Die wissen, die wissen. Fertig. Also, Sorry. ist das, wem ist das gerichtet? Wahrscheinlich am Woody. Woody, komm. Bro, der Josh hat mal erklärt, was Ficker sie ist. Mhm. Es ist da oben. Sag Lüter, Bro. Und auch irgendwo beim anderen Kopf. Genau. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Lies, Bruder, lies. Nein, du willst nicht, dass ich das lese. Ich wollte. Uiuiui, Beichte Nummer 5. Schau, entscheid du, ob sie vorlesen und sonst gehst du weiter. Nein. Nein, nach 2 Sätzen habe ich. Nein. Scheiße. Na, Alter, was? Geh weiter, schon. Bro. Wieder Ex. Also, Wieder Ex. Ich tue das mal lesen. Ja. Habe meinem Ex sein altes Handy genommen. Wo er in die Ferien ist, habe ich mich bei seinem Handy mit seiner iCloud wieder angemeldet und so alle Bilder gesehen. Herz noch mehr Bruch jetzt. Ja, wahrscheinlich Ferien mit anderen Chais. Ja, oder halt vorher pumpst. Hey, schau, zu Menschen, die den Need haben, zum anderen ihre Handys durchschauen, habe ich nur eine Antwort. Gib ihm. Wenn du unbedingt willst, dein Herz brechen, Bruder. Do you. Gib ihm. Geh schauen, Bro. Weil, Bro, ich sage dir ganz ehrlich, ich rede jetzt nicht für alle, ich sage jetzt jemand, der davon besessen ist. Ja, etwas finden. Etwas finden oder auch zum halt, wie so sagen, ich bin mir sicher, du hast irgendetwas. Bruder, auch wenn nichts ist, sogar ein Like kann die Person stören. Also es wird immer etwas geben. Wenn jemand, der etwas ums Verrecken sucht, würde etwas finden. Aber wenn nichts ist, es kann ein Like sein. Oder vielleicht ist etwas. Es kann ein Follow sein, es kann ein Schwanzfoto sein. Es kann alles mögliche von anderen Männern. Okay, sorry. Nein, aber ich fange ganz ehrlich eben so, look, wenn du den Need hast, um die Person ihr Handy durchzuschauen, weil du ihr nicht vertraust, dann ist grundsätzlich etwas falsch mit der Beziehung. Einverstanden? Ja. Was hast du gesehen? Erstmal hat jemand geschrieben, er hat im Bett von seinen Eltern bumst, er schämt sich bis heute. King. Und die andere geschrieben, ist keine beichtische Frage. Habt ihr mal die gleiche Frau datet? Ich glaube, es noch nie so weit. Nein. Das ist gut. Bis immer transparent zu mindestens einem guten Kollegen. Ja, einer, der richtig dein Herz hat. Bis transparent zu ihm, wenn es um so Sachen geht. Und zwar nicht so, ey Bro, ich kann daten, einfach für Information, check schon ab. Nicht so.
Du verziehst von dir aus, ich mit einer am Schreiben. Oder halt du siehst, folgt Josh Negroni, folgt Zero, was auch immer. Dann ist der Fall klar, Bro, kennst du, von wo kennst du, wie ist der Connect? So. Aber es hat schon etwas. Nein, Bro. Bro, es hat Leute, ich bin so ein räudiger Hund. Nein, dort haben wir nicht gleich, aber ich habe schon mal von einer Dame mitbekommen, dass die Josh geslidet ist. Und ich so, Bruder, dann lass sie. Aber nachher ist die Josh gekommen, hat gezeigt, also Bruder, look, das ist etwas, wo jetzt sich in ein anderes Licht darstellt, so, das ist besser. Bruder, look, wir haben geschrieben, aber sie haben mich geghostet. Okay. Und dann ich so, Bruder, wie ist das gewesen? Also nicht, wir sind nur am Schreiben gewesen, du siehst 2 Tage, mehr nicht. Ich so, okay, tamam, dann ist ja etwas anderes. Wenn wiederum Daten gewesen wäre, ist ja so. Du meinst, weil du nachher mit ihr etwas gehabt hast? Nein, gar nicht. Oder um was geht's? Ich wollte wissen, kann man da, also weißt du, hast du was mit ihr gehabt, hast du mal datet? Aber eben, du hast Interesse gehabt mit ihr. Genau, also und ich habe dir so gesagt, sie haben mich geghostet. Ja, genau. Bruder, ich vermittle auch, weißt du. Es hat vorher überbeichtet und es hat mir auch über privat DMs geschrieben und gesagt, ey, ich finde Jene hure herzig. Ich finde ihn hure hot, ich habe einen Crush auf ihn und so. Ja. Ich gebe sein Insta. Hast du gesehen? Im letzten Reel schreibt ich habe überlegt, wenn man vielleicht Comment löschen oder nicht. Aber ich habe gedacht, das ist nicht unsere Verantwortung. Ist nicht unsere Verantwortung. Genau. Aber auf jeden Fall, aber schon geil, nicht? Es ist so lustig. Absolute Queen. Ich habe gedacht, es gibt Fetzerei. Absolute Queen. Ich habe gedacht, es gibt Fetzerei. Das ist schnell erklären, oder? Ja, gib ihm. Also irgendein Girl kommentiert so auf dem letzten Reel, oh mein Gott, weiss jemand, wer das ist mit Tattoos im Gesicht? Ja, genau. So der Jene also. Und dann kommentiert einfach seine Freundin, also Freundin von Jene. Ja, das ist mein Freund. Sit your ass down, bitch. Das so schnell ist zugemacht worden. Ja. Übrigens, Bro, wenn das nicht die Energie ist, die meine Freundin mir gibt, dann wollte ich sie nicht. Ey Bro, ich weiß nicht, ob das ganz freiwillig ist, über die Energie, die du nicht da hast. Nein, scheißegal, über die Energie. Die Fresse haben, glaubst du? Der muss seine Fresse haben, Bro, aber schau gut so. Besser so. Ich wollte, dass meine Frau... Würdest du vielleicht... Dass sie mich schlägt? Ja. Nein, Spaß. Also so? Flattern? Bro, ich wollte, dass sie mich anschreit, wenn ich mit kurzer Hose rausgehe. Du bist meine Bitch, du bist daheim. Mit wann gehst du raus, Mann? Sorry, Mami. Was? Ja, also okay. Weiter. Ja, es ist so... Mein Ex hat mich betrogen und ich habe seine Woche zur Hölle gemacht. Das ist die Story. Krass, ja. Ja. Okay, ich muss... So, die 2 Buchstaben sind mittlerweile haben eine Bedeutung, deswegen muss ich halt 3-mal durchlesen. Ja. Han OnlyFans und keiner in meinem Umfeld weiß, aber alle haben sich gefragt, von wo der Cash kommt. Ja. Han gesagt, bin mit Kollegin im Casino und habe ein bisschen gewonnen. Mein Vater direkt Moschee go beten, weil Glücksspiel haram ist. Was macht dein Vater, wenn er erfährt, was du machst? Wenn das Moschee ist. Ja, aber also gut zum Wissen, wer war, wie viel du verdient hast. Oder dein Name einfach. Weißt du was? Gut zum Wissen, wer war, wie viel du verdient hast. So, wie lohnt sich der Trip in die Hölle, Bruder? Hättest du fett Scheine gemacht, dann, Bruder oder Schwester, dann hast du keinen Vater mehr. Dann völlig, wo du hin willst, gang machen, was du willst. Such dir einen Vater, der dir passt. Such dir einen Daddy. Ey, nein, ganz ehrlich, mach dies Cash, Bro, weil ich kann viel. Die blasen auch einfach so. Die blasen auch für einen. Die schicken Nudes dafür, dass sie ghostet werden. Also, wenn du Nudes schicken dafür, dass du Geld verdienst, mach dies Ding. Ey. Aber langfristig betrachtet, Bruder, ich weiß auch nicht. Ja. Denkst du, jetzt zu unserer 15 bis 20 Jahren, wo wir hatten, zu unserer Generation, zu den 15 bis 20-Jährigen, OnlyFans gehen? Also kannst du die Frage nochmal stellen? Ich verstehe nicht, was du meinst mit 15. Hättest du zu unserer Zeit, wo wir 15 sind, so 15, zwischen 15 und 20. Aha, okay. Hättest du damals OnlyFans gehen? Ja. Meinst du, hat das unser Verhalten geändert, so wie wir vielleicht gegenüber Frauen sind? Ja, oder wie wir Frauen ansprechen oder wie wir Frauen sehen? Hey, ich finde, es ist ein sehr spannender Diskurs, weil ich bin nicht der Meinung, dass Frauen im Allgemeinen unbedingt viel Respekt
haben schon, also weißt du, oder bekommen haben. Ich habe dann jetzt gesagt, wieso. Nein, Egal, ja. viel Respekt bekommen haben. Ja. So einfach allgemein von der Welt. Ja, der ganze Geschichte von der Welt, ja. Und ich weiß auch nicht, ob, weil oftmals wird das OnlyFans haben, wird ja als Power Claim gebraucht. Oder man sagt, Frauen nehmen ihre Sexualität in ihre eigene Hand und benutzen das quasi, zum zu sagen, ich kann selber darüber entscheiden, ob und wie ich sexualisiert wird. Ja. Was ja in der Theorie sehr spannend ist, oder? Aber Bruder, ich weiß sehr schwierig, sehr schwierig. Ey, weißt du, so, heutzutage, wir haben auch damals kein TikTok gehabt. Meine Aufnahme ist so, dass heutzutage so viel konsumiert wird, aber so, also, weißt du, so Content, dass deine Meinung, Bro, so krass beeinflusst wird, dass es unumgänglich ist, dass das deine Meinung kann beeinflussen. Hey Bruder, ich sag dir mal so. Aber ob es positiv oder negativ ist, weiß ich nicht. Ja, Jeder Mensch, wie er das verarbeitet. Ich sag dir mal so, wenn ich dir jetzt 2 Wörter sage, ja. Dann wirst du dann wird so bei dir Klick machen und nachher weißt du genau, was ich meine. Wie es hat prägt unsere Kindheit, unsere Jugend. Eistee und Haarspray. Checkst du, was ich meine? Bro, ich sage, unsere Jugend hat prägt. Aber checkst du, was ich meine mit dem? Ja, fix. Ich glaube nicht, dass du checkst. Doch. Also, es ist ein Video. Ja, Bro. Ja, nein, aber ich sag dir nur ich so. Ich wollte so einen Satz bringen, aber dann gemerkt, dann checkst du. Ich meine, aber jeder von Zürich und Vinti. Also das Flaschensitzen in TikTok, das ist schon vorher passiert. Was? Das? Flaschensitzen auf TikTok. Aha, eben, Bro, ich meine, jeder von Zürich und Vinti nur schon hat das Video gesehen, wo wir so 16, 17 sind. Ich weiß sogar den Namen, Bro, ich habe die Frau noch nie gesehen. Sag nicht, ja. Ich sage ihn nicht, aber ich weiß den Vor- und Nachnamen, das ist in meinen Kopf brennt. Ibran, Bruder. Und ich sage dir, wenn ich den Namen irgendwo sage, Bro, Leute sagen, Die, wo... Checkst. Genau, ja. Und darum, Bro, ja, was soll ich sagen? Es ist halt schwierig, also ich kann, wenn dann schon als potenzieller Konsument reden, so. Weil es geht ja vor allem, also jetzt reden wir ja um Frauen, die das machen. Ich weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, Leute, die das konsumieren, es ist ja so einfacher zugänglich zum Konsumieren jetzt, mittlerweile so Sachen, weißt du? Ja, wieso Pornos kannst du ja schauen, seit eh und je. Ja, safe, aber so einen persönlichen Bezug zu jemandem, weißt du, so... Ein direkterer Bezug, meine ich so. Also es ist ja nicht, es ist nicht Puff, so, aber es ist viel einfacher jetzt, zum Beispiel deine Kings ausleben und so weiter, jemanden zu finden, wo du kannst zahlen, wo das macht für dich, aufnimmt und dir schickt und so. Hey Bro, ich finde halt wirklich so, ich bin ja ein mega Fan davon, dass jetzt der Trend mehr kommt, dass man für pornografische Inhalte zahlt. Weißt du, was ich meine? So wie der Pimp meistens, oder der Produzent wird jetzt wie so übersprungen. Die Frauen können die selber entscheiden, was und wie sie aufnehmen, wie viel Geld sie verdienen damit. Beziehungsweise das ist alles ein bisschen sicherer. So. Darum finde ich das eh gut. Und plus, Bro, der Amount von illegaler Pornografie und hey, so Revenge-Porn sagt man dem auch, so wenn man seine Freundin mal aufgenommen hat und nachher ladet man das auf, nachdem sie Schluss macht. Und so. Das ist ja etwas, wo so auf Websites wie so Pornhub und was weiß ich schnell sehr viel umeinander ist. Ja. Also weißt du, auch Pornografie also mit Kindern. Also weißt du, mit so 17, 16, 15, 14-Jährigen. Das ist etwas. Das ist ja, das sehe ich auch, ja. Wenn es so gratis ist und auch einfach kannst urladen, was du willst. Genau, und darum bei so Bezahl-Webseiten ist es meistens sicherer. Und bei OnlyFans zum Beispiel sind ja meistens die Frauen, die Creatorinnen selber am Hebel. Aber für mich ist das OnlyFans-Zeugs einfach nicht. Ja, safe. Aber ganz wilde Story, dass einfach der Vater gegangen ist, go beten wegen Gambling, wenn er wüsste. Bro, ich gönne ihr. Ich gönne ihr auch. Mich kommt immer Wunder, was sie verdienen. Was heißt immer von Personen bezogen? Weil am Anfang ist einfach so auf Twitter so Printscreen, Bro. Der Monat 100k, der Monat 200k, halt meistens von der Stadt, aber in der Schweiz nimmt mich auch wunder. Yes, ja, das also, Bike Nummer 6. Ihr habt in einer von euren ersten Folgen gesagt, dass ihr in St. Moritz die Strecke dort drauf geblitzt worden sind und ihr den Scheck abgeben müssen. Ja.
Aber halt nur mal loswerden, dass ich eine Woche voran mit 150 km/h gefahren bin. Also kann es gut sein, dass der Blitzer wegen mir dort ist. Ja, Bro, du bist schuld. Bruder, du bist ein Peach. Ich habe wegen dir einen Monat abgeben, du Bastard, Alter. Verdammter Hund. Ich habe die Rechnung bekommen zum... Ich weiss... Bro, wie soll ich das am besten erklären? Ich weiss, wie viel du kannst auf 100 fahren, wie viel du auf 80 kannst fahren, wie viel du auf 120 kannst fahren, dass es dich blitzt und du musst max einen Bus zahlen. So, an diesem Tag hat mich so ein Hurensohn gestresst, der nur 60 gefahren ist dort vorne. Wir haben es ja schon erzählt. Und dann hat es einfach 8 Autos so zap. Maximal, Bro. Aber ja, das ist eigentlich eine ganz geile Strecke. Auch zum normal entspannt fahren ist hure schön. Nicht? Ey, Bro, ich finde es sehr schön. Ich finde es mega schön. Aber ich hasse halt wie so die eingefleischten Bündner, die dort so mit 20 rauffahren. Hey, ich glaube, die eingefleischten, die kennt das. Das ist so ein alter St. Galler, der so... Mein alter Audi 8, ich fahre jetzt... Egal. Ich kann irgendein Typ sein. Oh nein. Ja, also schreiben sehr viele Leute, ey, ich habe einen Crush auf den Servo, ich habe einen Crush auf den, ich habe einen Crush auf den. Schreibt ihm doch einfach privat, Bro, was sagen dir das im Podcast? So, wir wissen alle, der Servo ist ein wunderschöner, lustiger, herzensguter Mensch mit einem riesen Schwanz. Also, schreibt am Josh. Also, schön, dass ihr das anonym schreibt, aber wenn ihr wirklich wollt, schreibt auch ein DM. Bro, es ist sicher die gewesen, es ist 100% der Jene gewesen. Ich glaube auch. Weil, egal, ich erzähle dir nachher. Chaya hat einfach meinen Arsch geleckt und ich kann einfach furzen. Bruder? Ich frage mich gerade. Ja. Ist das so ein kleiner Lieser gewesen, der richtig stinkt? Och. Wo sie vielleicht nicht mal gehört hat? Checkst? Och, so. Bro. Nur das. Der. Nur und nachher schmeckst du etwas. Boah, hör auf. Boah, ich muss verkotzen. Hör auf. Boah, das hab ich fast geglaubt. Amix höre ich den Woody so... Ey, seine Furz Bro, der Woody, er ist richtig geil. Wir sind so... Ich weiss noch, früher, wo wir zusammen gewohnt haben, bist du am Chillen. Und die ersten paar Mal, du immer so... Ey, Bro, hast du gefurzt? Ich so, Wallah, ich kann nicht. Ich schwöre, ich würde sagen... Warum so, dir ist scheißegal, du laufst dabei. Ja, ich so, ja, weißt du nachher... Ja. Und nachher... ich so, Bro, Wallah, ich bin nicht und so... Und wir schauen unten... Schwänze am Wedeln. Ja, ja. Bin nicht gecheckt und bin noch ein zweites Mal mehr gecheckt. Der Woody furzt wirklich ekelhaft. Das ist... Also jeder Hund. Ich kann noch nie einen Hund erleben und nicht normal. Bro, das ist... Ey Bro, also erstmal das ist jetzt so etwas... Lass dich nachschießen. Also das ist jetzt so etwas, was ich muss sagen. Was lachst du? Also Bruder, das ist jetzt so etwas... Ich sag jetzt mal so, Bruder. Wenn ich 2 Wochen in Sahara wäre... Bruder... Warte. Und ich bin am Verhungern, Bruder. Ich habe nichts gegessen. Und vor mir ist eine Frau und sie sagt so, und sie gefällt mir, weißt du? Und sie sagt so, ich habe nichts zum Essen, aber ich habe einen Arsch. Psst. Bruder, ich hätte die gegessen, als wäre ich von fast. Okay. Ja, dann lass ich dir das erklären. Ich hätte meinen Kopf da drin vergraben, Bruder. Weißt du, was ich meine? Aber es gibt keinen Mensch auf der Welt, den ich genug hasse, dass ich würde sagen, ey, weißt du was? Iss doch mein Arsch. Erstmal, Bruder, so, du brauchst, glaub, so Kettensage, um den Urwald zu fällen. Bro, du brauchst VR-Brille, Bro, wo dir das Ganze mit Rosen und Regenbogen und so zeigt. Also ich wollte das kein Mensch antun, Bruder. Nein. Kein King-Shaming, wie was machen, do you, aber... Aber willst du deinen Arsch essen lassen? Nein. Einmal. Nein. Bro, ich sag dir, ich habe dir letztes Mal schon gesagt, es muss eine 10-jährige Ehe im Weg, also sein, dass ich parat bin, um über Sachen zu reden, die man vielleicht versuchen können. Aus 10 Jahren Ehe. Komm, das nicht mehr. Bro, es ist doch traurig, wenn du so nach 10 Jahren Ehe deine Frau einfach weiss, welche Stellung du gehst. Sie einfach so, jetzt kann ich so, jetzt kann ich so. Einfach 10 Jahre gleich. Aber Bro, stell dir vor, deine Frau sagt dir, ey, ich will, dass du vor mir Doggy hängst. Und ich will einfach die Arsch essen und dich melken dabei. So. Nein. Oh, Bro. Nein, Bro. So machst du so, Bro. Bro,
Ich grüße mich ab mir selber, wenn ich an das denke. Aber selber anschließen möglich? Nein. Wie meinst du? Nein. Ey, stimmt das nicht? Hast du vorhin auch so gelesen, irgendwelche Leute haben sich Rippe Krass. Bro, Deutsch. Oh mein Gott. Irgendwelche Irgendwelche Leute haben sich an Ripo ausoperiert, um sich halt selber zu lutschen. Mann, das ist nein, Bro, das ist der erste Hoax, was es gegeben hat. Das ist, bevor es Internet gegeben hat, ist das ist die erste Fake-Info gewesen, die auf der ganzen Welt umgegangen ist, Wenn Bro. du Ripos, du kannst Michael Jackson hat seinen Ripo oder der Ding. Nein, ich rede Deutsch, Mann. Nicht. Oh mein Gott! Das ist ja Zungenbrecher. Wir müssen das andere sagen. Michael Jackson oder Marilyn Monroe hat seine Rippe raus operiert, um sich selber den Schwanz zu lutschen. Und das ist eine Info, Bro. Das ist in Oberstufe, sogar in Highschools, sogar in Amerika umgegangen, Bruder. Und irgendwie ist das Gerücht, die Information bis Ohne Scheiß. Ich schwöre dir, Bruder. Das ist der erste Scheiß, der viral gegangen ist. Das ist der erste Scheiß Pre-Internet, der viral gegangen ist, Bruder. Fake News, Mann. Scheiße. Aber selber anschließen, hast du gesagt, nein. Nein. Bruder, so, okay. Also die Freundin sagt dir so, hey, es würde mich, die Sensation würde mich wundern, ich würde gerne, dass du mal meinen Arsch schießt. Als hättest du 3 Wochen nichts anderes gegessen. Dann ist sich noch Woche nicht. Krass. Bro, sonst ist es Scheisse. Ey Bro, nein. Es ist ja wie, du gehst ja nicht mit der Zunge Ja, graben, weiss, aber- Bruder. Ja, ist gut, Bro, jeder wie er will. Da ist wieder jemand, der fragt, ob ich mir 3 vorstellen mit einem Jodas und einer Frau. Wir haben gerade vorher thematisiert. Voilà, wir sogar Geld zahlen, dass meine Kollegen sind zahlen. Zahl. Du kannst bei uns, das ist gerade ein guter Punkt, als einer schreibt, er würde Geld zahlen, Um mit uns befreundet sein. ja. Bruderherz, los Neues zu. Angebot für euch alle. Summer Sale ist da. Wie viel Stutz würdest du zahlen, um mit uns zu Nachtessen gehen? Genau. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist wichtig, dass wir mit unserem Podcast wieder ein bisschen vorkommen, weil wir haben jetzt sehr viel Zeit investiert in ganz viele Sachen außerhalb vom Podcast, die aber auch mit dem Podcast zu tun haben. Jetzt sind wir wieder zurück. Helfen uns unbedingt so Sachen wie auf Spotify gehen und uns folgen oder 5 Sterne geben oder auf Teilen. Apple Podcasts. Was hast du gesagt? Teilen. Ah, teilen. Ich habe Title verstanden. Ich so, okay. The fuck? Auf Apple Podcasts eine Bewertung schreiben, auch da 5 Sterne geben, helfen uns wieder ein bisschen raufkommen in den Charts. Es würde uns sehr gut tun. Genau. Und Wenn ihr unbedingt mal Geld spenden, dann yes. Dann spendet. Und zwar, wo könnt ihr spenden? Auf unserem Linktree. Aber, Hat es einen QR-Code, ja? genau, aber das ist kein Ding, sondern wir spendet einfach, this is a non-profit organization. Sag ihm. Und no. Ja. Für die einen oder anderen, ich kann gerne spenden, für den einen oder anderen, der noch lieber warten will, demnächst kommen Infos. Kommen Infos. Kommen Infos raus. Ich rede Deutsch, Mann. Nicht. Betreffend unserer Marke, so, vielleicht gibt es etwas zum Kaufen. Dann habt ihr auch etwas, wo ihr zurückbekommt für uns Geld. Yes. Genau, bleibt auch dran. Bleibt dran, stay tuned. Bewertet. Also machen wir noch eine. Ja. Also ich fange einfach mal an. Ja. Ich ganz kurz, es ist nicht für den Beichtstuhl, aber er sind einfach... Okay. Nein, die ich kann es hören. Ich werde Dick Rider jetzt uns selber, weißt du? Ich will. Okay. Wo ist jetzt Taxi, der G? Ganz kurz, es ist nicht für den Beichtstuhl, aber ihr sind einfach heftige Leute, ganz ehrlich. Podcasts sind die besten und ihr bringt mich immer zum Lachen. Ich könnte jeden Tag einen neuen Podcast von euch hören. Jeder kann mich von euch hören, jeder kann mich relaten. Und Grüße gehen raus an die schönsten Kurden von der Schweiz. Du bist anonym, Bruder, Herz. Ich küsse das anonyme Herz und den anonymen Schwanz würde ich jetzt lutschen am liebsten. Wow! Bro! Krass. Gib ihm. Hey, nein, ich muss ehrlich schnell sagen, wirklich so seit voll... Bitte Pagus. Bitte Pagus mit einem dreckigen Schiller. Die Amount von Liebe, die wir bekommen von uns seit der ersten Folge,
immer wieder schreibt ihr uns Riesentext auf Insta. Schreibt, wie cool. Sorry. Sorry. Ihr schreibt uns jedes Mal so Nachrichten. Es tut so gut, das Lesen. Wir haben bis jetzt nicht dazu gekommen, zu jeder Person antworten. Ich muss auch verstehen, wie gesagt, wir haben beide Jobs, wir haben beide noch Side-Projekte. Und ja, ich weiß auch nicht, danke euch einfach vielmals. Es ist so schön. Es ist, danke euch gibt es überhaupt. Danke euch ist das Folge 62. Danke euch gibt es bald eine Tour. Danke euch gibt es ein paar weitere Infos. Und danke euch gibt es noch, inshallah, wenn es so weiter klappt, wenn wir dranbleiben, gibt es ganz krankes 2024. Und das mal, wirklich, also das mal, wenn das zustande kommt, wirklich, ich hätte nicht erwartet von uns zwei. Ja, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass das passieren kann. Aber deswegen, inshallah, es klappt. Falls es klappt, ihr seht, falls nicht, dann haben wir auch gemacht. Dann haben wir auch gemacht, genau. Nein, Mann. Also komm, letzte. Was war das vorher? Genau. Ist keine Beichte, eine Frage, und ich habe gerade eine Story im Kopf, die passen würde von Josh. Krass ist die NATO-Erfahrung, Bruder. Ja, Bruder, das ist jetzt nicht so eine... Ist nicht? So ein riesiges Ding. Was soll ich jetzt erzählen, dass das wieder eine Missgeburt ist? Also, sorry. Erzähl, Bruder. Ja, Bro, also... Yeah. Also, es geht mir nicht darum... Sicher geht es darum, was passiert ist, aber es geht darum, wie zwei Leute im gleichen Auto waren. Mhm. Wie zwei Leute im gleichen Auto waren und wie komplett zwei andere Geschichten aufgetischt werden. Was ist denn seine Sicht? Also das, was passiert ist, ist deine Schuld. Ah, okay. Er sagt, es ist deine Schuld, weil du hast hektisch reagiert. Ich habe hektisch reagiert. Oder so halt geschrien. Also Bruder, ich weiss noch, ich war 16 oder 17 gewesen. 16, 18. 17 ist Shidar schon Auto gefahren. Der Shidar hat damals zwei Sachen gemacht. Hat er mich überall angefahren und B hat er mir immer Ziggis gegeben. Absoluter King, Bro, ich liebe dich wirklich. So, was ist passiert? Ja, ich höre. Okay. Also was gerade passiert ist, ich habe gemerkt, die Kamera nimmt nicht mehr auf. Genau. Weil wir haben vergessen, sie einstecken. Genau, also wir haben sie eingesteckt, aber wir haben vergessen... nachkontrollieren, genau. ja. Whatsoever. Also, ihr habt 3/4 habt ihr Videocontent, alles easy. Jetzt haben wir halt 15-20 Minuten leider keine. Miscusamente. Ja, was auch immer. Hey Bro, was passiert ist, ich war 17 gewesen, der Shida ist für mich gefahren. Und dann haben wir irgendwann so gemerkt, es ist ja, glaube wir haben irgendwo ein wie heißt das? Rasenmäher? Nein, Generator. Ja. So viele sind Rasenmäher. Einen Generator müssen holen in Zug, glaube ich. Ja. Für einen Dreh von dir, oder? Für einen Dreh von mir. Und nachher hat der Shida so in die Ausfahrt und er ist eben mit... Ausfahrt der Autobahn? Ausfahrt der Autobahn. Okay, ja. Und du weißt, dass er da gefahren ist, er ist sicher mit 100 in die 120 sage ich 120 sogar, Bruder. Und ich schaue voraus, es ist dunkel und voraus sehe ich einfach eine riesige Kurve. Und ich sage so, Shidar, Kurve. Und auf einmal schaut der Führer, er bremst voll ab. Kehrt das Auto, Bruder, ich höre so in meinem Kopf, nein, Tokio. Weißt du? Und nachher fährt er. Und dann Skalam tut so Seite, das Mini-Seite klopft voll an den Rand. So. Und das Auto hat einfach total Schaden gehabt. Genau. Die ganze Karosserie war verschoben gewesen. So. Also, du würdest sagen, nicht Beherrschen des Fahrzeugs, oder? Ich würde sagen, in erster Linie eine richtige Missgeburt. Und zweitens, ja, sicher nicht Beherrschen des Fahrzeugs, Bro. Und wenn ich ihm sage, Achtung, Bro, zum Glück habe ich gesagt, wenn ich nicht gesagt hätte. Stell dir vor, mit 100 in die Leitplanke, Bro. Ist klar, Bro, was ist das? Mein Dienstagabend, nachdem sie Schluss gemacht hat. Dingstest, Bruder. Wie heißt die? Dummies. Dummies-Test. Ey, das ist halt passiert. Und ihr habt halt beide nichts davon erzählt, so, bis wir es gesehen haben. Mhm. Und dann steht er so, nein, Bruder, ich bin am Fahren gewesen, ich habe sie am Griff gekauft, man schreit, ich werde nervös, ich sehe das vor mir, ich fange voll an bremsen. Und dann, was soll ich machen, wenn du voll am Bremsen bist? Missgeburt, Alter. Und bis heute, aber ich finde das geil. Bis heute, er sagt, du bist gewesen, du sagst, er ist gewesen. Was soll ich gewesen sein? Eben, du bist gar nicht am Fahren. Was soll ich gewesen sein, Bro? Wenn ich will, kann ich neben ihm sagen, Bulalala. Und wenn er halt verschrickt, Bruder, dann verschrickt er. Dann ist er schuld. Nein, Mann. Genau, also mit dem Shidi haben wir sehr vieles erlebt. Eigentlich müssten wir mal nur Shidi allein und über Freunde reden. Bruder, Shidi allein einfach einladen und dann kaputt schlagen.
Nein, Spaß. Es hat ein paar lustige Storys, die wir auspacken Ja. mit dem Shidi. Ganz lustig. Ja, Mann. Yes. Ja. Bruderherz, mach's Outro bitte. Liebe Gäste, das war Folge 62 von den Lieblingskurden. Wie immer, danke für euren Support. Vergessen nicht teilen, liken, subscriben. Bis zur nächsten Woche in der nächsten Folge. Kuss. Sag deiner Mutter einen Gruß. Das ist kurz und bündig.